Da, Dele, ja. Heute ist der erste Tag dieser Unterweisung, die wir als die Ayakema Winterbelehrung genannt waren. Jetzt haben wir sie verwandelt in den Frühlingsunterweisungen. Ich möchte meine Grüße hier an alle die anwesenden Lehrer, die Campus und die Mönche und die Lehrer und die Nonnen übermitteln, an alle Sangha-Mitglieder, die über das Internet zuhören und alle Dharma-Freunde, wo immer sie auch sein, meine besonderen Wünsche. Heute ist also der erste Tag dieses Ayakshema Frühlingsunterweisung. Der eigentliche Plan war, dass wir am 14. damit beginnen, aber ich hatte einige unvermeidbare Aufgaben und verschiedene Treffen. So habe ich es verschieben müssen bis auf heute. Einige Leute haben sich sicher gefragt, ob es tatsächlich überhaupt eine Hoffnung auf irgendwelche Unterweisung dieses Jahr geben würde. Ich glaube, einige haben sich da Sorgen gemacht. Deshalb dachte ich, ich muss eine kleine Erklärung voranschicken, warum ich es habe verschieben müssen. Und ich hoffe, dass diese Frühlings-Dharma-Unterweisungen gut verlaufen werden vom heutigen Tag an. Mein eigentlicher Plan und meine Absicht war, dass ich in der Lage wäre, die autobiografischen Verse der guten Taten, sowohl diese abschließen könnte, wie auch. Aber bin nicht sicher, ob ich alles so lehren kann, wie ich das mir ausgedacht hatte. In jedem Fall, in jedem Fall habe ich den Wunsch, dass ich beide Arten von Unterweisungen zu diesem Thema hier abschließen könnte. Wir haben also den Frühlings-Dharma, die besondere auch Ayak-Shema-Unterweisungen sind, um damit also zu beginnen. Wir sollten damit beginnen, uns die allgemeine Situation für Frauen zu vergegenwärtigen, den Status der Frauen in dieser Welt, auch im Rahmen unter der Lehre des Buddha, ob sie nun ordiniert sind oder nicht, aber ganz allgemein auch für und speziell eben für jene, die ordiniert sind, die Nonnen, und insofern ist dies hier auch als eine Ermutigung gemeint. Denn ich habe zuletzt darüber im Sommer gesprochen. Der Ursprung all dieser Lehre dieses Weges liegt in Indien. Und wenn man über Indien nachdenkt, in diesen alten Zeiten, wenn man die Geschichte in verschiedene Abschnitte einteilt, dann gibt es dazu verschiedene historische Abschnitte. Man kann das zum Beispiel aufteilen in die Zeitpunkt des Erblühens des Rig Veda-Unterweisung und welche Rolle dort die Frauen gespielt haben. Und gerade in dieser Zeit gab es viele Autorinnen, die zu den Rig Veden beigetragen haben. Viele der Dichter des Rig Veda-Tradition waren Frauen. Zu diesem Zeitpunkt, das ist ungefähr 1500 vor unserer Zeitrechnung, bis ungefähr 1000 nach,
In jener Zeit war es sehr homogen und später, in dem Zeitpunkt der anderen, es war also 1500 vor der Zeitrechnung bis 1000 vor der Zeichnung und dann, was danach kam, in der Zeit, hat sich die Situation für Frauen sehr verschlechtert. Frauen wurden nicht als glaubwürdig akzeptiert, dass man ihnen nicht vertrauen könne. Und die Idee kam auf, dass Frauen mehr Gemütsverstörungen haben und Frauen waren dann nur erlaubt, an den Ritualen teilzunehmen in Begleitung mit ihres Mannes. Und dann kam die Zeit der Sutras. Das ungefähr von 500 vor unserer Zeitrechnung bis 50 vor unserer Zeitrechnung. In dieser Zeit hat sich die Situation noch weiter verschlechtert für Frauen. Es sind viele Sutras, die in diesem Zeitpunkt verfasst wurden. Und da ist es der Sutra über Gesetzmäßigkeiten. Wir sprechen also über indische Geschichte hier. Das ist also eine Sutra, die Geschichtsschreibung festlegt, dass dort Frauen Eigentum ihres Ehemannes wurden und dann überhaupt keine Kontrolle mehr besaßen. Und so als in jungen Jahren mussten sie ihrem Vater gehorchen und dann später dem Bräutigam zugewiesen, sich ausschließlich nach den Anweisungen des Ehemannes richten. Und wenn sie dann Söhne hatten, dann, wenn Frauen einfach alleine leben wollten und ohne, dass sie irgendjemand gehören sollten, dann war das zu der Zeit nicht gestattet. Das war gegen die Regeln und Gesetze. Das heißt auch in diesem Gesetzessutra, dass ein Ehemann durchaus mehrere Frauen haben konnte. Das hing von der Kaste ab. Brahmen konnten mehr Frauen haben als Kshatriyas und so weiter. In jedem Fall war die Situation für die höheren Kasten, besonders auch für die Brahmanen, so, dass sie mehr Kraft, Macht und Einfluss hatten und die Situation der Frauen sich dort erheblich verschlechterte. Später, dann mit der Lehre des Buddha, die sich verbreiten konnte, wenn man dann auf die Texte schaut, die in das Tibetische übersetzt worden sind, in das Chinesische oder in Pali aufzufinden sind, dann können wir schon eine ganz gute Idee darüber bekommen, wie die Situation der Frauen zu jener Zeit sich entfaltet hat. Und in den Schriften des Vinaya zum Beispiel ist die Geschichte des Sohns von Kalanda, Sudatta, der später zu einer Bestwertung durchschritt und ein Bhikshu wurde. Vorher hat er aber eine Ehefrau, ohne Kinder allerdings. Und Siddhartha hatte also keine Kinder und dachte sich, wenn diese Frau keine Kinder hat, dann wird sie, wenn der Ehemann gegangen ist, von den Banden aufgerieben. Dann wird die Frau eine schwierige Zeit erleben. Und so hat sie
wurde ihm gesagt, deine Frau braucht ein Kind, damit sie nicht später eine harte Zeit erlebt. So hat seine Mutter ihm das erklärt, dass unbedingt er einen Sohn mit der Frau haben müsse. Und, und, und auf dem ganzen Wege zum Buddha erwachen hat er sich mit diesen Verhaltensweisen auseinandersetzen müssen, mit den indischen Traditionen. Und der Grund war der, dass wenn da ein Haushalt war, wo kein Ehemann war und keine Kinder, dann konnte der König das gesamten Besitz des Hausstandes übernehmen. Und deswegen hat seine Mutter ihm gesagt, er müsse unbedingt einen Sohn zeugen, sonst werde es von großer Schwierigkeit für seine Frau werden später. Und so hat sie Sudada sehr viel Ratschläge gegeben und schließlich hat er sich dem Rat der Mutter gebeugt. In ähnlicher Weise sind da viele, die sich der Bestwertung, Ordinierung unterziehen wollten. Und der Hauptgrund dafür, dass dies so geschah, weil die Situation zu jener Zeit so war, dass die Bhikshuni Gupta, aber bevor sie sich der Bestwertung unterzog, ist ihr Mann gestorben und sie hatte keinen Sohn. Und damit hätte der gesamte Besitzstand vom König übernommen werden können. Und sie hätte eine Bettlerin werden müssen. Aus diesem Grunde hat sie, bevor ihr Mann verstarb, noch mit ihm schnell ein Kind gezeugt, um diese Situation zu entgehen. Das sind Situationen jener Zeit in Indien, die solche Abhängigkeiten schufen. Ähnlicherweise, als die Lehre des Buddha sich zunächst verbreitete, gab es zwar verschiedene religiöse Wege, aber es gab keine einzige Tradition, in der irgendwo Frauen sich einem Prozess dieser Bestwertung unterziehen konnten, auch nicht unter den Hindu-Traditionen jener Zeit und so weiter. Es gab viele andere religiöse Wege, die die Frauen eine solches Zuflucht nehmen oder einen Erfahrungsweg verweigerten. Es war also eine Gepflogenheit zu jener Zeit. Das sind nur Beispiele, die ich hier anführe. Ganz allgemein war es in Indien so, dass wahrscheinlich auch über die ganze Welt hinaus verbreitet im Rahmen von, was Ausbildung und Erziehung betrifft, dass wir, und die sind Dinge, die wir nicht ignorieren können, einfach ausblenden, selbst in der Geschichte der Lehre des Buddha, unter denen, die dem Wege des Buddha folgten, da gab es die beiden Gemeinden, jene, die als Männer dem Bestwerdung sich entschlossen und solche, die als Frauen sich diesem Erfahrungsweg anschlossen. Beiden waren gleichermaßen die Möglichkeit gegeben. Beiden Arten von Gemeinschaft gab es die Möglichkeit zum Üben von Dharma. Und auch denen, die eben nicht ordiniert waren, hatten die Möglichkeit dazu. Und auch Frauen, die sich dem Bestwerdung unterzogen, könnte man die Frage stellen, wurden sie genauso gewertschätzt? Nein. Und man könnte sich fragen, ist das eine Frage der Philosophie des Buddha gewesen? Ich denke nicht.
Es hat eigentlich nichts mit dem Buddha-Weg zu tun. Aus diesem Sinne hätten sie die gleiche Chance und Möglichkeit und Wertschätzung genossen. Mönche oder Nonnen können dasselbe Ziel erreichen, können Arahat-Zustand erreichen und so weiter, in gleicher Weise. Der einzige Grund, warum die Gemeinschaft der Nonnen nicht für so wichtig und wesentlich geschätzt wurde, liegt an den Zeitumständen. Frauen hatten zu jener Zeit nicht die gleichen Rechte und wurden allgemein gering geschätzt. Aus diesem Grunde heraus haben Menschen jener Zeit die Gemeinschaft der Mönche für wichtiger wertgeschätzt. Das sind die Zustände, wie sie damals üblich waren. Ich denke, in Begriffen von Qualität könnte man sagen, die Frauen haben, oder in den Zahlen gesprochen, nicht so viel ihr Ziel erreicht, aber das liegt vielleicht daran, dass es einfach nicht so viele Nonnen gab, wie und eben auch es auf der anderen Seite Mönche gab. Und die meisten Gelehrten und Lehrer kamen von der männlichen Gemeinschaft. Man kann nicht sagen, dass unter den Nonnen keine großartigen Gelehrten oder auch solche waren, die ihr Erfahrungsziel erreichten, aber nicht in dem gleichen zahlenmäßigen Ausmaß, wie es bei den Mönchen war. Und gerade wenn man die frühe Zeit der Verbreitung der Lehre nimmt und dann die spätere, denke ich, dass die Tradition, Bhikshuni Gelübde zu geben, sich weiter und weiter verbreitet hat, aufgrund verschiedener Umstände, die sich dann dort so gezeigt haben. Die Übertragung der Bhikshuni-Vorsätze und auch im Vergleich zu den Mönchsvorsätzen wurde nicht so für wichtig geschätzt. Weshalb es in Tibet dann ein großer Verlust ist, dass sich die Tradition der Verbreitung der Bhikshuni-Vorsätze dort nicht so entwickelt hat, dass es dort eine Gemeinschaft. Es gibt zwar die Vorsätze, aber es gab keine Gemeinschaft mehr von Bhikshunis. Und deswegen denke ich, dass es auch gleichermaßen wichtig wäre, dass wir eine Bhikshuni-Gemeinschaft in unserer Tradition haben. Und die Vorsätze selber, die in der Tradition, sollten weitergegeben werden, auch von Bhikshunis zu Bhikshunis. Aber wir haben diese bisher nicht gehabt. Und es gab nur die Untergruppe der Vorsätze, die also die Novizenvorsätze betrifft. Aus diesem Grund ist in unserer Karma-Kampsang-Tradition haben wir es bisher nicht getan, dass wir diese Novizengelübde gegeben haben. Warum? Weil man dafür eigentlich schon einen Sangha, eine Gemeinschaft von Bhikshunis zuallererst braucht, die wir aber nicht zur Verfügung hatten in der Karma-Kampsang-Tradition. Waren die Novizengelübde oder Vorsätze etwas sehr, sehr Seltenes, das weitergegeben wurde, weil wir darüber auch nicht die Übertragung mehr hatten, eben und aus diesem Grund auch keine Gemeinschaft von Bhikshunis. Das ist nicht der Fehler der Frauen. Das ist einfach verständlich, wie sich das hier entwickelt hat seine Gründe darin, dass in der Gesellschaft Frauen nicht die gleiche Wertschätzung genossen und diejenigen, die eine solche Tradition anführen, eben Frauen auch nicht den gleichen Status gegeben haben.
Und ich denke, es ist eigentlich eine Verantwortung aller jener, die Führer einer religiösen Gruppierung sind oder auch der Gesellschaft allgemein. Wenn ich sage, allgemein haben wir diese Tradition nicht, aber ich denke, jetzt, wenn da mehr Leute so etwas unterstützen und ganz insbesondere Frauen und Nonnen, dann solche in der tibetisch-buddhistischen Tradition auch Frauen und Nonnen wären, dann sollten wir in diese Tradition auch sehr viel auch Mühe hineinstecken, damit sie dann, wenn sie dort üben, auch ein Resultat erlangen. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier uns versammeln. Wir sind jetzt in einer guten Zeit, haben gute Optionen, Gelegenheiten, die wir nutzen sollten. Wir müssen die Gelegenheit jetzt ergreifen und nutzen, besonders auch in der Gemeinschaft jener, die dem Buddha-Wege folgen in der tibetischen Kultur. In unserer tibetischen Gesellschaft haben und sollten Nonnen die gleiche Gelegenheit wie Mönche erhalten, in ihrer Weise sich in Klausuren zu schulen und so weiter. Das sollte in erster Linie von innen herkommen. Wenn Leute von außen kommen und helfen, dann ist das eine gute Sache. Auf keinen Fall bloß eine gute Absicht, die dahinter steckt, aber manchmal verstehen sie die Situation in der tibetischen Gesellschaft nicht so und die haben die tibetische Kultur nicht so im Blick, weil sie aus einer anderen Kultur kommen. Und dann wird es etwas schwierig und erzeugt Konflikte. Etwas, was vielleicht manchmal dann sich schädlich auswirkt. Es sollte also dieser Bewegung in erster Linie aus der tibetischen Gesellschaft, von den Nonnen selber kommen. Darüber sollten wir nachdenken. Das ist sehr wichtig. Um ein Beispiel dafür zu geben. In der Vergangenheit, als ich noch in Dharamsala war, gab es viele Treffen zum Thema Bhikshunis. Ich bin auch zu einigen gegangen, habe mit daran teilgenommen, habe mein Interesse gezeigt. Und ich bin deshalb, wenn ich angekündigt habe, dass ich kommen werde, dann hat das noch keiner verwehrt. Ich bin also bei vielen solchen Treffen dabei gewesen. Und da waren viele Gelehrte, wir haben viele Diskussionen geführt, ob es richtig wäre, diese Gelübde zu geben, ob es notwendig wäre, ob es wichtig wäre und wie wir es dann vollziehen könnten, ob es von der Bhikshus-Gemeinschaft aus die Vorsätze den Bhikshunis geben sollten oder wie sollte man damit verfahren, ob es die Mula Savada-Tradition sein sollte oder Dhammagupta-Tradition. Wir haben viele, viele Unterredungen und Diskussionen darüber geführt, über die Bhikshuni-Vorsätze. Und in all diesen Diskussionen in dieser Zeit, ich weiß noch nicht mehr in welcher Weise, in welcher Reihenfolge es war da eine tibetische Nonne. Und sie sagte, wir brauchen eigentlich nichts. Wir sind eigentlich doch völlig okay damit, wie es jetzt ist. Wir sind doch eigentlich ganz zufrieden damit, wie es jetzt läuft. Wir brauchen nicht mehr. Das war so der Grundtenor von dem, was sie sagt. Das waren jetzt nicht die exakten Worte, aber ungefähr. Der Grundtenor war, eigentlich ist doch alles okay. Wir brauchen nicht diesen ganzen Kram. Uns geht es schon so richtig. Als sie das sagte,
Wir hatten vorher eine gerade hitzige Diskussion gehabt und geführt, ob wir diese Gelübde der Bhikshunis haben sollten. Und dann kam diese tibetische Nonne und sagt, wir brauchen das alles nicht. Das war sehr merkwürdig. Das war vielleicht verständlich von ihrer Seite her. Sie hörte all diese verschiedenen Argumente und hat sich gedacht, wenn ich diese Bhikshuni-Gelübde nehme, dann sind sie schwierig zu halten und fast unmöglich und alles so schwierig. Als sie all diese 4 Dinge gehört hat, hat sie sich wohl gedacht, es ist vielleicht besser, wenn wir diese Gelübde nicht haben. Und als ich das hörte, habe ich gedacht, das ist nicht gut. Ob wir in der Lage sind, habe ich gedacht, in der Kammakamsa-Tradition, ob wir diese Bhikshunis-Gelübde jemals geben zu können. Aber in erster Linie sollten die Nonnen selber die Begeisterung dafür haben. Wenn sie den Wunsch dafür haben und verspüren und danach fragen, dann können wir darüber reden in jeder Weise. Aber wenn die Personen, die eine solche Bestwertung vollziehen sollten, das nicht eigentlich wollen, dann macht es keinen Sinn. Und aus diesem Grund haben wir jetzt und hier diese Ayakshema Frühlings-Dharma-Unterweisung. Wir sprechen hier über Ayakshema. Ich habe den Namen bereits vielfach erklärt. Wir haben wahrscheinlich das schon gehört. Es gab viele Schülerinnen, Bhikshunis, großartige, und den verschiedenen Schülern des Buddha war derjenige mit der größten Intelligenz unter den Bhikshus war Shariputra, der mit der schärfsten Intelligenz. Und unter den Frauen war es Ayakshema, die Nonne mit dem größten Scharfsinn, der größten ausgeprägten Intelligenz. Aus diesem Grunde haben wir diesem Frühlingsdharma die Bezeichnung Ayakshema Winterdharma gegeben. Wir hatten den Kagyu Gyuncho, den Kagyu Winterdharma. Und zum Zeitpunkt war dann später eben das so, hat sich das entwickelt, dass die Unterweisungen für die Nonnen dann in das Frühjahr gefallen sind. Und weil der Zeitpunkt sich so in den Frühling verlagert hatte und nachdem der Winter vorbei ist und wenn der Frühling sich entfaltet und erblüht, dann könnte man sagen, auch das war ein schöner Umstand, eine schöne Bewandtnis, sodass es sich anbot, für mich den Namen zu verändern. Und jetzt ist eben Ayakshema Frühlingsdharma, heißt der Hauptzeitpunkt, wo wir uns hier in Debatte schulen. Und eben jener Zeitpunkt, wo wir uns in Debatte, in Wechselrede schulen können, dem Ayakshema Frühlingsdharma. Und diese Debatte ist eine von den 3 gelehrten Aktivitäten. Und von den 3 Arten, wie man Gelehrsamkeit entwickelt, braucht man alle 3. Man braucht die 3 Bedingungen für solche Gelehrsamkeit. Und für jene, die den Weg des Buddha folgen, ist Debatte ist schon ein sehr wichtiges Unterfangen. Darin geht es nicht darum, andere zu besiegen, sondern wir üben uns im Wettstreit. Der Hauptpunkt ist dabei, dass man die Gründe kennt, seine eigene Intelligenz benutzt, um überprüfen zu können. Das ist der Hauptgrund, dass man lernt,
die eigene Intelligenz dafür einzusetzen, um zu überprüfen. Viele in der indischen Philosophie haben ihre eigene Intelligenz und Geisteskraft benutzt, um zu erforschen, und angefangen von den Veden, in denen viele Rituale waren, sich dann später entwickelte, dass man sagt, wir brauchen nicht so viele Rituale, sondern wir müssen über die Bedeutung nachdenken, wir müssen die Bedeutung ergründen können, die verschiedenen eigentlichen Hintergründe verstehen können. Und so hat es sich entwickelt, dass man folgerichtig denken lernte und dem ein Gewicht zumaß. So ist es in Indien gewesen, und in India gab es viele solche Lehrrichtungen wie Sankhya und so weiter. Und auch in der Tradition des Buddha hat man begonnen, einen solchen Weg der folgerichtigen Denkens zu gehen, und um die Hintergründe zu verstehen. Und dazu braucht man die Methode der Logik, und Debatte ist eine Weise, wie man die Methoden des folgerichtigen Schließens kennenlernen kann. Und deshalb die Grundlagen einer solchen Debatte auch lernen sollte. Auch im Sinne des Erlernens von Buddha Dharma ist Debatte außerordentlich wichtig. Aber es ist wichtig, die eigentliche Herzenseinstellung nicht zu verlieren. Es ist nicht wichtig daran, dem Partner in der Debatte zu besiegen. Es ist kein Wettbewerb, wo man sich verwickelt in Anhaften oder Abneigung, sondern es ist eine Methode, um unsere Ausbildung zu verbessern, unseren Lernprozess zu unterstützen. Es ist etwas, das unsere Begeisterung, unseren Einsatz anspornt und unser Verständnis in der Ausbildung schult. Und eine solche Debatte ist dazu gedacht, dass man Ärger und Abneigung überwindet. Es ist sicher nicht möglich, alle weltlichen Gedanken und so weiter aufzugeben, aber wir sollten schauen, ob wir unser Gemüt in der Weise beeinflussen und schulen können, um unsere Geisteskraft weiterzubilden. Und ob wir über Debatte sprechen oder Unterweisung, dann ist es nicht in erster Linie damit betraut, andere zu überzeugen oder zu besiegen, sondern eigenes Verstehen und Erkennen in Erfahren zu befördern. Ein Teil unserer Ausbildung, um unsere allgemeinen Qualitäten, Vorzüge zu vermehren, das sollte unsere Herzensabsicht dabei sein. Das ist wichtig, dass man dies nicht verwechselt mit unsere Ziele und unsere Herzensmotivation nicht miteinander verwechselt. So, das ist vielleicht genug dafür. Lasst uns weiter über unseren Hauptgegenstand oder Thema sprechen. Worüber ich heute sprechen möchte, aus den autobiografischen Versen der von Miguel Dorje genannt, die guten Taten. Es sind darin 33 gute Taten aufgezählt, und ich möchte heute über die 21. sprechen. Die 21. gute Tat. Wir sprechen also über die 21. Gemäß des Kommentars über die Bedeutung dieser Befreiungsgeschichte der guten Taten, verfasst von Sanjay Paltrup, worin eine Kopie befindet sich in der Drepung-Bücherei, und da gibt es 3 Hauptabschnitte, wie man diese guten Taten unterteilen kann. Und wenn man diese Drepung-Kopie, dieses Manuskript zu Rate zieht,
Dann sind es 3 Hauptabschnitte, in denen sich dieses Leben und Freiheit von Miguel Dorje, diese Geschichte unterscheiden lässt. Das beginnt also mit der Wertschätzung und Absichtserklärung. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist die eigentliche Kern der Lebens- und Freiheitsgeschichte. Und dann drittens ein Abschluss. Und wir sind also in dem Hauptteil darin. Und darin in diesem Hauptteil sind dann die 2 Hauptunterpunkte, nämlich dann über wie die Dharma-Übung begann und dann die verschiedenen 3 Arten von Individuen und Fähigkeiten. Und daran sind wir in dem zweiten. Daran sind wieder 3. Da gibt es die geringere Fähigkeit, die mittlere und die großartige Fähigkeit. Und aus diesen 3 Fähigkeiten von Individuen sind wir durch die ersten beiden schon geschritten und sind jetzt bei dem Weg der Erfahrung, der mit jener Individuum mit großartiger Fähigkeit, und darin sind wieder 2 Hauptteile zu nennen, nämlich die Art und Weise, den Bodhicitta entstehen zu lassen und dann Bodhicitta in Anwendung zu bringen. Und da gibt es und dann die Art und Weise, wie die Schulung in den 3 Arten von Vorsätzen darin, in den 2 Arten von Bodhicitta zu vollziehen sind. Diese 3 Teile gibt es darin. Und da sind wir in den mittleren Taten, nämlich in dem Bodhicitta, sich zu schulen, nämlich einmal als Bodhicitta im Sinne des falschen Weltanscheins und dann zweitens Bodhicitta im Sinne von eigentlicher Wirklichkeit. Und worüber wir die anderen bereits gesprochen, sprechen wir jetzt von dem zweiten, nämlich die Art und Weise, wie sich zu schulen, ist in dem Sinne des Bodhicitta im Einklang mit eigentlicher Wirklichkeit. Und dazu gibt es einen Vers aus dem Grundtext, und da heißt es: Erforscht ist all Geschehen, je schon Frieden, wem wohlgetan und wer wohl tut, und was wohl tut, wie Raum mit Raum vereint ist, so Vernunftsblick vollends rein. Auch dies scheint mir als meine gute Tat vollbracht. So heißt der Grundvers. Zu der Zeit von Miguel Dorje waren die meisten Lehrrichtungen der Buddha-Lehre in Tibet darauf gerichtet, dass jede Art von solchem Training dazu eine Methode sei, Buddhahood als Dharmakaya zu erlangen. Das sei das eigentlich Wichtige. Und die Art und Weise, wie man einen solchen Dharmakaya-Zustand erlangen könne, ist eben das Vermehren von guter Geisteskraft und das Vermehren von. Das wiederum hängt davon ab, Prajna zu entwickeln, also Weisheit, und damit eben auch Leersein verstehen zu können. Einige Leute sagen, nur unsere eigenen Gurus und unsere Überlieferungslinie können eine solche Prajna, eine Unterscheidungskraft entwickeln, und damit auch Leersein zu verstehen. Die sagen also mit anderen Worten, ihr müsst unsere Überlieferungstradition hier übernehmen und die besonderen Unterweisungen unserer Überlieferung übernehmen, denn nur da ist es möglich, jene Art von Scharfsinn zu entwickeln, die man Leersein erkennen kann. Und mit den anderen Lehrrichtungen ist das absolut unmöglich. Nur in unserer Überlieferungslinie es gäbe keine andere Möglichkeit, mit irgendeinem anderen Lehrweg ein solches Resultat zu erlangen. Es gibt viele, die damals solche Rede geführt haben, und es gab sehr viel Sektiererei. Unsere Lehrrichtung gegen eure Lehrrichtung. Ihr seid minderwertig, wir sind die Besseren und dergleichen. Viele Leute bis auf den heutigen Tag reden in solchen Worten. Sie sagen, unsere Philosophie ist großartig und der muss man folgen, damit man das Ziel erlangt. Und wenn man dies richtig folgt, dann kann man die Weisheit erlangen, die Leersein erkennt. Und die anderen haben es nicht richtig verstanden. Den anderen zu folgen würde nicht das gleiche Resultat erzielen und so weiter. Solche Rede hört man immer noch vielfach.
Und wenn man dann nachfragt, was ist denn diese Pragya, diese Weisheit, die ihr da beschreibt, und was sagt doch mal die Merkmale davon? Und wenn Sie dann darüber sprechen, zum Beispiel, dann erscheint es plötzlich, dass das, was Sie da als Weisheit definieren, mit dem, was nicht Buddhisten, was solche genauso aufweisen, die auch den geringeren Wegen der Lehre des Buddha zugehörig sind, die nach wie vor an Ewigkeit glauben oder an nihilistische Gedanken haben. Jene zum Beispiel, die verschiedenen Arten von Weltsicht, die innerhalb der Lehre des Buddha sich entwickelt haben, wie die der Atomisten oder der alles für eigenes Bewusstsein zu erklären und so weiter und so weiter. Und wenn Sie also dann versuchen zu beschreiben, was denn Leersein oder die Weisheit sei, die solches Leersein erkennt, dann sind die Erklärungen vielfach solcher Art, dass sie genau identisch ausfallen mit dem, was solche verbreiten, die nicht einmal der Lehre des Buddha folgen oder eben solchen anderen geringere wertigen Weltauffassungen innerhalb der Lehre des Buddha. Und in Tibet haben viele gesagt, haben es viele gegeben, die dann sagen, dass das, was sie selber nie selber gehört haben, dann aber ausgeben als das, was die Weisheit sei, das Leersein erkennt. Und andere wiederum sind da, die haben ein falsches Verstehen haben und denken, das ist ausreichend. Und dann gibt es wieder andere, die glauben, jene Weisheit oder Pragya, man spricht normalerweise, dass es 3 Sorten gibt, solche, die aus dem Hören entsteht, die aus dem Überdenken entsteht und solche, die aus dem vertrautmachenden Üben entstehen. Und dass sie sagen, nein, Pragya ist in erster Linie, kann nur entstehen aus dem eigenen vertrautmachenden Üben, und dann lassen sie alles Neues erlernen und alles Überdenkende, Überprüfen weg und halten sich an die Weisheit, an die aus dem vertrautmachenden Üben entstehen soll, verwechseln dies aber in der Art und Weise, dass ihr Bewusstsein von Dumpfheit und von Schläfrigkeit und Vernebelung umfangen ist. Und in diesem Zustand verweilen sie, ohne dass darin klar werde, ob es noch ein guter Zustand oder ein schlechter Zustand ist, in einem solchen neutralen Weise. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ohne diese Bewusstheit ist alles, was an äußeren Gegenständen da ist, im Grunde genommen nur reine Materie. Und deswegen ist eigentlich letztlich alles nur das Bewusstsein. Bisher habe ich das nicht verstanden und bin in Samsara bisher umhergeirrt. Und jetzt aber habe ich das durch die Güte des Guru erkannt und habe so verstanden, dass Samsara und Nirvana als Dharmakaya erscheinen. Samsara und Nirvana sind eigentlich wie die Vor- und Rückseite derselben Hand. Und ich habe es nur bisher nicht verstanden. Das war der ganze Grund, aber sonst sind sie von selber Wesensessenz. Und jetzt habe ich aber die Kontrolle über mein Bewusstsein erlangt. Und selbst wenn ich in der Hölle geboren wäre und darin ein brennendem Eisen als Untergrund und den Yamas und den Höllenwächtern begegnen würde, wäre sie auch nicht anders als Dharmakaya. Und so dann habe ich also die Zuversicht und die Furchtlosigkeit, dass selbst wenn ich in die Hölle fallen würde, dann würde das auch keinen Unterschied machen. So reden sie laut umher und sprechen darüber und versuchen andere zu überzeugen. Aber Miki Dorje hat zu jener Zeit alle diese Lehrrichtungen durchlaufen. Er hat sie alle erlernt. Er hat auch das, was alle die Tradition des Vajrayana und alle, die da auch selbst der
nicht nur der Lehre des Buddha, als auch die der anderen Lehrrichtungen, die nicht der Lehre des Buddhas folgen, hat er durchlaufen und hat alles, was er in irgendeiner Weise als Weltsicht in dieser Zeit wie Wind umher bekannt und vertraut war, hat er erlernt. Er hat sogar die Schulen, Lehrrichtungen der früheren Übermittlung und der mittleren Übermittlung erlernt. Das ist die Zeit, wir sprechen von Langdama, der damals die Lehre des Buddha verfolgt und versucht hat zu vernichten. Und dann gab es eben da diese drei, Yogijung, Zangrapsan und Mar Shakyamuni, die nach Dokam in Osttibet geflohen sind. Und dann haben sie dort auch den Lachen Gongpa Rapsal ordiniert, der dann selber wieder 10 gelehrte Leute dann, wo die Chance dazu bestand, aus Zentraltibet wiederum hat ordinieren können. Diese Art von Übermittlung nennt man auch als die mittlere Überlieferungsmethode. Einige Gelehrten haben dies also als die mittlere Übermittlung von Dharma bezeichnet. Später haben Gelehrten in erster Linie nur die Hauptunterscheidung zwischen früherer und späterer Übermittlung von Dharma berücksichtigt und die mittlere ist praktisch in die spätere mit hineingenommen worden. Wie auch immer, die frühere Übermittlung war alles das, was vor Langdamas wirken, und dann die späteren Übermittlungen ist das, was nach Langdama kam. Und die mittlere Übermittlung ist also im Prinzip Teil der späteren Übermittlung. Und dieser Begriff mittlere Übermittlung hat sich eigentlich dann nicht so viel gehalten, aber einige Gelehrten benutzen ihn weiterhin. Das ist im Grunde, da ist also das, was vor der Verfolgung durch Langdama stattfand. Dann gibt es jene, die vor dem Zeitpunkt beginnt, wo diese Verfolgung aufhörte und dann das ist die mittlere Überlieferung bis hin, wo die Kadampa-Lehren sich haben weiter verbreiten können. Maradampa und Mahamudra, Kadampa und Kagyu, Sakya, Jonang, Gelugpa, Nyingma und so weiter. Und dann die 8 großen Linien oder auch Chö, das Durchschneiden oder das Befrieden und so weiter. Alle diese Übermittlungen haben dann später stattgefunden. Jede dieser Lehrrichtungen hat seine eigenen schwer verstehenden Punkte, wichtige Kernpunkte, die außerordentlich schwierig zu verstehen sind. Mikkydo, der hat seinerseits alle diese schwierig zu verstehenden Punkte jeder Lehrrichtung verstanden, hat auch die Worte gewusst, in der sie ihre Lehrrichtung darstellen. So haben also diese Lehrrichtungen verschiedene Begrifflichkeiten, mit denen sie ihre eigenen verschiedenen schwierigen Punkte versuchen zu erklären, und haben besondere Ausdrücke, die in anderen Lehrrichtungen wiederum nicht üblich waren. Und worin sie versuchen, die unmissverständliche eigentliche Gültigkeit zu erklären in ihrer eigenen Lehrrichtung. Und sie haben also er hat also nicht nur alle diese Punkte erlernt, sondern hat auch die verschiedenen anderen Wissensgebiete, die 5 großen Klassen Wissensgebiete wie Grammatik, Logik, die Technik und Medizin und so weiter. All dies verstanden, hat nicht nur die Schriften in Sanskrit und Tibetisch auch verstehen können, sondern auch Texte der Poesie, wie zum Beispiel von Dinda, den Spiegel, oder auch die Quelle der Juwelen, einen Text über die Vokabular oder Amarakosha und so weiter. Alle diese Texte, die bloß mit dem sprachlichen Geschick zu tun haben, hat er erlernt und war darin kundig, bewandert, beherrscht. Und selbst was die Kunstfertigkeit angeht, die Kunsthandwerk, nämlich die war in der Lage zu unterscheiden und eine Bronzestatue oder genau in ihrer Art zu bestimmen und zu untersuchen, oder verschiedene Stoffe, Juwelen und unzählige andere Dinge, die auch in seinem Wissensgebiet lagen und die er beherrschte. Es gab praktisch nichts, was er nicht wusste. Er war sozusagen in allem kundig und wissend.
Er hatte jene Art von authentischer Art von Intelligenz und Scharfsinn und Brake, die in der Lage war, alle Worte des Buddha Dharma zu erkennen und zu verstehen und die entsprechenden ähm, Abhandlungen, die darüber geschrieben sind. Er hatte jene Art von Zuversicht, die sie alle in ihrem tiefen Sinn erfassen zu können. Er hat sich gegründet auf die 4 Arten von Verlässlichkeiten. Das, wo es heißt, dass man nicht nur auf die Worte sich gründet, sondern auf den Dharma, nicht auf das Individuum, sondern auf Weisheit, sondern auf Dharma und nicht auf normales Bewusstsein, sondern auf Weisheit und so weiter. Er hat all diese verschiedenen Punkte vollends verstanden und aus eigener Geisteskraft erforscht. Und so gibt es ein Zitat von ihm, er sagt, in 4erlei verlässlich Sinn die Zuversicht erlangt, dem Plätscher-Wortfluss anderer nicht gefolgt, mit eigener Vernunftsergründen irrtumsfrei erforscht, jenen aber, wo auch immer, gilt mein Herz erfreuen. So hat er die 4 Verlässlichen gepriesen. Er hat in allem, was er erkannte, seine eigene Geisteskraft benutzt, um zu forschend auf dieses Ergebnis zu kommen. Er hat es aus eigenem Antrieb und Erkennen erkannt, was herauszufinden. Und wenn jemand als solche eigenen Geisteskraft etwas erkennt, als unmissverständlich und richtig erkennt, dann ist das ein Grund, jenen zu respektieren. Darüber soll man sich von Herzen mitfreuen. Ein anderes, was er sagte, ist, dass zum Zeitpunkt von König Trisung Detsen jener den Shantarakshita, den Gelehrten, fragte, und der König fragte ihn und sagte, wie kannst du wissen, was zu tun ist und was zu lassen ist in deiner Religion? Oh, woher weißt du, welcher Tradition zu folgen ist? Wie können wir das unterscheiden? Also die Grundfrage war, wie kannst du eigentlich wissen, was gut und schlecht ist, was zu tun ist und was zu lassen ist? Worin kannst du das unterscheiden in deiner Tradition? Das war die Frage, die Trisung Detsen an Shantarakshita richtete. Und die Antwort von Shantarakshita war, ich untersuche es mit meinem eigenen Geisteskraft und ich übe dann das und lebe das, was sich als gerechtfertigt erweist. Und das, was ungerechtfertigt erscheint, das lasse ich sein. Also hat er es unparteiisch selber geprüft und nicht einfach etwas übernommen, was andere sagen als gut oder schlecht. Nur da, wo er Gewissheit erlangt hat, dass dies zu tun und gut ist und das andere als ungerechtfertigt und schlecht sich erweist, dann hat er es ja nach sich gerichtet. Jetzt ist vielleicht ein guter Moment, eine kleine Pause einzulegen. Eigentlich dachte ich, dass ich vielleicht alles in einer Sitzung schaffe, aber ich glaube, es ist doch ganz gut, eine kleine Pause hier einzulegen. Wir haben also eine halbe Stunde Pause. Und das letzte Mal haben wir gesprochen über die Übung dieser Bitte, um andere anzuziehen. Und dazu gibt es dafür ist Tara sehr hilfreich. Wie bereits zuvor gesagt, war Gyalwang Mikye Dorje jemand, der nicht nur eigene, sondern auch die Weltsicht aller anderen hat verstehen können, durchdrungen hat,
sein Wissen meeresgleich großartig war. Und es gab aber Leute, die sagten, das ist einfach nur der Gedanke, den dein Guru sich so, überlegt hat. Und dass man bloß jemand anderes Gedanken nachfolgt, ist doch nichts anderes als eine Wiederholung. Er wiederholt einfach, was andere frühere Meister früher auch schon gesagt haben. Und was ist daran großartig? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Miki Dorje eine besondere Art von Pragya oder Fähigkeit von Scharfsinn und Weisheit hat. Lassen wir mal ganz geschweigen von der Prajna, die aus dem Üben heraus entstehen sollte, aus dem großen Pfad des Ansammeln oder so, ganz das Ganze vergessen. Er hat ja noch nicht einmal die Klarheit einer stabilen Gemütsverfassung, was man also aus Shamatha oder Dhyana entstehen haben könnte. Und was Mitteldeutschs Schüler dann darauf antworteten, waren, dass sie sagten, natürlich, okay, wir können es nicht aus eigenem direkten Erkennen beurteilen, wir können Pragya des Guru und was aus seinem Üben heraus, aus dem Yoga von Shamatha und Vipassana entsteht, das können wir selber nicht erkennen. Weil wir selber nicht die Erkenntnis haben, um das beurteilen zu können. Aber wir können sehr wohl beurteilen, dass er die furchtlose Wissen hat, den Dharma in seiner tiefgründigen Lehrsein zu erkennen. Und das wissen wir deshalb, weil Mitteldeutsch sich Tag und Nacht ohne Unterlass in den 3 Aktivitäten des Gelehrsamkeit in Lehren, Debatte und Schreiben widmet. Der Tag und Nacht ist er beschäftigt in diesen 3 des Lehrens, des Debattierens und Schreibens. Und so ist er sehr intensiv damit beschäftigt. Und wir müssten zum Beispiel uns sehr anstrengen, um tibetische Texte zu verfassen. Aber für ihn ist das etwas ganz Natürliches. Es passiert einfach so. Es geschieht zum Beispiel im Begriffen seines Schreibens, seiner Schreibkunst. Miki Dorje, wenn er etwas aufschreibt, sind seine Worte wundersam gewählt, sind klar in ihrer Bedeutung, sie sind verständlich, die Themen sind sehr tiefgründig. Seine Worte, seine Aussprache ist außerordentlich klar, nicht vernuschelt, nichts ist weggefallen. Es ist einfach zu behalten für jene, die zuhören, für die Zuhörerschaft verstehbar und man kann es sich leicht merken. Und selbst in Hinblick auf Leute von höherer Auffassungsgabe nickt er vielleicht einfach mit dem Kopf. Im Hinblick auf andere mit geringerer Auffassungsgabe ist er in der Lage, ausführlich zu erklären. Ob jemand also von großer oder geringerer Auffassungsgabe ist, der hat die Fähigkeit besessen, jedem in der Art und Weise etwas zu geben, das sie in der Lage sind zu verstehen. Und wenn man, um einen Text zu verstehen, normalerweise über viele Jahre hinweg mit einem Meister zusammen sein muss, der selber ein großes Maß an Gelehrsamkeit aufweist. Und dann, wenn man im Vergleich zu all diesen vielen Jahren jetzt hier in der Lage wäre, nur Mitteldeutsch für einen einzigen Vers darlegen zu können, entstünde eine größere Zuversicht des Verstehens in einem selber. So hat er diese unvergleichlich große Zuversicht besessen, Dharma darlegen zu können. So ist Mitteldeutsch, sagten seine Schüler. Und eine andere Eigenschaft von Mitteldeutsch war, dass wenn man ihm irgendeinen unbekannten Text gab,
aus Indien oder in tibetischer Sprache, ein Text, den er zuvor nie gesehen hatte und ihm in die Hand gab, dann war er in der Lage, die tiefgründigen, schwierigen Punkte dieses Textes sofort zu erklären. Er konnte die gesamte Bedeutung dieser Texte darlegen, obwohl er diesen Text nie zuvor gesehen und gelesen hatte. Er hat ein solches weites, umfangreiches Wissen besessen über alle Traditionen, dass selbst der dann einen Text, den er nie in den Händen gehabt hat, sofort hat einordnen, verstehen und erklären können. Eine Art, das ist ein Beispiel für seine große Fähigkeit zu lehren, aber auch in Debatte, was nicht dem Zwecke dient, andere zu besiegen, sondern eigenes Missverstehen auszuräumen oder das Missverstehen anderer zu helfen, zu klären. Besaß er die Fähigkeit, den Stolz und Überheblichkeit anderer auszuräumen und sie zu wahrer Gewissheit hinzuführen. Viele große Gelehrte jener Zeit, wie zum Beispiel der Mahabandita Dorje Gyalpo oder auch den allwissenden Jimmy Drupa, und auch der große Gelehrte Changra Rabjamba. Sie waren die wichtigsten Gelehrten jener Zeit, kamen, um Mikye Dorje zu treffen. Und sie hatten miteinander Diskussionen über Dharma, über Schriften, über Logik und dergleichen. Und er war in der Lage, alle zu übertreffen. Das sind auch Dinge, die sich zu jener Zeit ereigneten. Und andere zu jener Zeit, darunter zum Beispiel bekannte Gelug-Gelehrten Migend und Drup oder Sera Jibsin, als sie seine Kommentare zu Pragya Paramita oder zum Schatz des Abhidhamma sahen, gaben zu verstehen, dass sie sagten, unter allen Tibetischen, die da vor sich hin üben und die Sichtweise der chinesischen Hashang sich übernommen haben, dann scheint jener ein bisschen besser in seinen Studien gewesen zu sein. Aber ja, keine von denen die also alle diese, die da Hashangs Weltsicht übernommen haben, generell, aber dann scheint doch jener ein bisschen gelehrsamer zu sein. So haben sie sich ausgedrückt. Aber es war wohl tatsächlich keine Gelegenheit, dass die beiden sich selber direkt getroffen haben. Also Genjen Drup und Serodizim haben dann im Balmo nicht in der Lage, tatsächlich Mikye Dorje zu treffen und Auge in Auge eine Unterredung zu führen. Die anderen Gelehrten, die aber in der Lage waren, Mikye Dorje zu treffen, hatten den großen Vorzug, dass sie darin ihr Wissen und Gewissheit vertiefen konnten. In jedem Fall sagt Sanjay Paltrup, der Autor des Kommentars zu diesen guten Taten, schreibt, viele Leute sagen, dein Guru ist ziemlich schlau, aber ich glaube nicht, dass das stimmt, sagten sie. Und das liegt einfach daran, weil man ihn nur vergleicht mit jenen von geringerer Ausbildung und Geisteskraft. Und dann natürlich ist er großartiger als jene, die da von geringem Verstand und Ausbildung sind. Aber man kann nicht sagen, dass sie verglichen mit allen anderen in der großenartigen Lehrern einen hohen Rang einnehme. Er ist niemals ein richtiger Gelehrter, sagten sie. Wenn du niemals einen richtigen, echten Gelehrten getroffen hast, dann kannst du vielleicht sagen, dass er großartig sei.
weil es liegt einfach daran, dass du ihn vergleichst mit anderen, die gar keine Ausbildung haben. So gab es also Leute, sagt Sanjay Paltrup, die diese Art von Rede führten. Und Sanjay Paltrup sagt, naja, das ist ja grundsätzlich richtig, so zu argumentieren, aber zu jener Zeit in Zentral-Tibet und überall erreichbar gab es tatsächlich niemand, der ein größeres Maß an Gelehrsamkeit aufwies. Das ist der Grund, warum ich hierüber spreche. Und sonst hat es keinen anderen Grund, ihn so hervorzuheben. Okay, das war in Begriffen seiner Debattierkunst und im Hinblick auf sein schriftlich verfasstes, wie wir alle wissen, unter den verschiedenen Inkarnationen der Karmapas. Gibt es viele Gesamtwerke von vielen, die ich habe selber nicht alle gesehen, aber einige, und darunter ist das von Mikio Dorje sehr umfangreich, hat über 20 Bände. In seinem Gesamtwerk, die es verfügbar ist. Darin gibt es auch es gibt auch ein Verzeichnis seiner Werke von Jama Könchok Yenlak. Und wir benutzen das jetzt, um eine neue Gesamtausgabe von Mikio Dorje herauszubringen. Es gibt viele andere Dinge, die noch hinzugefügt werden müssen. Und wir versuchen ein neues Gesamtwerk, eine Gesamtausgabe zu erstellen. Und ich glaube, es werden 25 oder vielleicht sogar 26 Bände werden dann am Ende. Also unter den verschiedenen Inkarnationen der Karmapas hat er so die größte überlieferte schriftliche Maß an schriftlichem Zeugnis. Es heißt, dass Karmapakshi tatsächlich über alles geschrieben hat. Und im Kangyo ist das so enthalten. Und Karmapakshis Werke waren sicher in gleichem Maße umfangreich wie Mikio Dorjes. Aber von dem, was dann heute noch übermittelt ist, sind dann nur 5 oder 6 Bände noch erhältlich. Also unter den frühen Karmapas ist sozusagen derjenige, der das noch verfügbar größte Gesamtwerk aufweist, das ist Mikio Dorje. Wenn man sie liest oder studiert und lehrt, sind sie sehr einfach zu begreifen und auch in eigenes Erfahrung zu übersetzen. Sie sind von deutlichem Wort. Darin ist eine auch tiefgründige, feinsinnige Überlegung, auch darin andere Lehrauffassungen zu widerlegen. Zum Beispiel, als er 22 war, hat er schon einen Kommentar zu den Vinaya-Sutras verfasst. Mit 24 Jahren einen großen Kommentar zur Kalapa-Grammatik. Und mit 26 hat er den ausführlichen Kommentar zu den Vinaya-Sutras und mit 27 den großen Kommentar zu dem Schatz des Abhidharma verfasst, zum Abhidharma-Kosha. Und hat viele, viele andere Texte hinterlassen. Zum Vajrayana zum Beispiel einen großen Kommentar zu dem tiefgründigen Bedeutung des Gurya Gaba, einen Kommentar des unübertreffbaren Vajrayana Tantra. Ich habe jetzt kürzlich eine Kopie dieses Textes erhalten. Ein Vajravedya hat diesen Text unlängst veröffentlicht. Mikio Dorjes eigener Guru war Denma Drupchen, der erste Santinyepa, und er gab ihm auf und sagt, bis hin, dass du 27 Jahre erreichst, solltest du nicht den unübertreffbaren Tantra-Weg lehren.
Und deshalb, und als er 19 Jahre alt war, hatte er viele Visionen seiner eigenen Übungsgottheit und die ihn unterwies. Jetzt solltest du in erster Linie die Unterweisung des Atisha lehren. In der Zukunft kannst du dann auch den besonderen Instruktionen der Linie weitergeben. So hat er also den Anweisungen seines Guru und seiner Gottheit, Übungsgottheit folgend, dass er erst mit 27 Jahren dann sich dem Weitergabe der Vajrayana-Tradition gewidmet hat, indem er viele Abhishekas gewährte und er gab viele Unterweisungen über den Weg der Freiheit zu erlangen. Die Weisheitsdakinis haben ihn unterwiesen und sagten, wenn du in dieser Weise dich hinwendest, und damit hat er eine solche Unterweisung, solche Hinwendung verfasst als den Yoga der 4 Sitzungen, zu den 4 Zeiten und viele, viele zahllose andere Unterweisungstexte hat er so verfasst. Ebenso, wenn er immer Abhisheka gewährte und im Moment, wo die Weihe durchführte, war er in der Lage, solche Ermutigung und Weisheit in der Weise allein durchzugeben, dass er seine Aufmerksamkeit dorthin wandt. Und all das von Klammern an gewöhnlichem Anschein war damit bereinigt und viele waren in der Lage, dass sie auch kontinuierlich in einem solchen Zustand der reinen Weltsicht verweilen konnten und andere mehr priesen als sich selbst. Und vielen wurde dann auch Weisheit geboren aus solch übendem Vertrautmachen und haben Erkenntnis erlangt und haben auch ihre eigenen Vorsätze und Gelübde, die zu persönlichen Befreiungen, auch die des bis hin zu dem unübertroffenen Tantra in reiner Weise einhalten könnten. Viele haben ihr Leben lang die 4 Hauptvorsätze und auch die übrigen einhalten können, selbst wenn es auf Kosten ihres eigenen Lebens ging. Viele seiner Schüler sind frei davon, die 8 unreinen Dinge zu besitzen, haben die keine 4-füßigen Tiere geritten, haben sich vegetarisch ernährt und haben viele andere persönliche Gerätschaften nicht mehr besessen als bloß eine Schale vollen Joghurt und sich kontinuierlich in dem Yoga des Vertrautmachens geübt, sodass die Qualitäten ihrer Schulung in ihnen wach erhalten werden konnten. Und zum Beispiel derart, dass sie einfach immer sitzend sich haben üben können, ohne sich hinzulegen, also sich niederlegen zu müssen, haben sie immer in einer solchen aufrechten, sitzenden Üben sich geschult. Und viele haben sich in Stille üben können, haben reine Wahrnehmung gepflegt, die sich unparteiisch entfalten konnten und ihre eigenen Qualitäten versteckt, ihre Fehler stets offen zu legen, nicht ihre Sponsoren hofierend und sich mit schlechten Kumpanen zusammentun, haben sie mit dem wertschätzenden Blick auf den Guru sich an jenen orientiert, die ein Brahma-gleiches Leben pflegten, frei von Abschweifungen in Einsamkeit sich übend, gab es eine große Anzahl von Schülern von Mikhe Dorje, die dem Beispiel der Vorväter der Dapokage-Linie folgen konnten. Und all das aufgrund des Vorbilds von Mikhe Dorjes Fähigkeit, seiner Debatte, seines Lehrens und waren seine Schüler in der Lage, ihren eigenen Geistes- und Gemütsstrom zu zähmen. Ich glaube, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dass wir es damit für heute bewenden lassen. Ich habe ein bisschen Zeit verwendet, bevor wir
hier mit diesem Frühlingsdrama beginnen konnten. Eigentlich sollten wir am 14. angefangen haben. Aber es gab viele Aufgaben, die ich erledigen musste und viele wichtige Treffen, in denen ich teilnehmen musste. Deshalb hatte ich keine Wahl, als das hier zu verschieben. Aber jetzt haben wir begonnen und wir werden weitermachen, wie ich hoffe. Ich hoffe, dass ich in der Lage bin, die Diskussion seiner Lebensgeschichte und Freiheitsgeschichte hier abschließen zu können. Wenn es so klappt, ob es so klappt, wie ich mir das vorstelle, das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt heute dafür, es bewenden zu lassen.